Sawadikap! Blödsinn. Heuer fliegen wir ja nicht nach Thailand. Wegen dieser Corona-Pandemie. Wird eh schon höchste Zeit. Immer nur ins Ausland fahren, wo's doch daheim am allerschönsten ist. Wer hat denn da jetzt aufmucken müssen? Alice? Na, ich war das, du Docker. Ein Landesverräter. Also wegen Leid wie dir müssen unsere heimischen Betriebe um ihre Existenz bangen. Wer bist denn du? Ich bin das Land Österreich. Da schaut er ähnlich, dass du mich nicht kennst. Bist du so ein halber Asiate inzwischen und gar kein Österreicher mehr. So wie du in der Weltgeschichte dumm fährst. Also das verbitte ich mir, ja. Ich bin ein Österreicher und ich bin auch stolz drauf. Aber woanders gibt es halt so viele schöne Sachen, die es bei uns nicht gibt. Also die du nicht zu bieten hast. Und das wäre... Jetzt bin ich aber gespannt. Hallo? Wunderschöne Sandstrände und überhaupt das Meer, buddhistische Tempel und freundliche Leute. Die meisten Österreicher sind ja so krankscherben wie du und das ist in Asien anders. Blödsinn. Wir Österreicher sind viel gastfreundlicher. Da können sich die anderen Völker Scheiben abschneiden. Sicher, ich mein, mit einem Meer kann ich jetzt nicht aufwarten. Aber wenn ich einen See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Und in Österreich gibt es so viel schöne Sachen, die sind so viel schön. Tolle Seen, Berge zum Saufurtern und wenn wirklich schöne, geile Tempel suchst, da findest du bei uns Kirchen zum Niederknien. Das war jetzt doppeldeutig, gell? Kirche, Niederknien. Ja, natürlich ist Österreich ein traumhaftes Urlaubsland. Das wissen aber andere auch und deshalb ist Österreich immer so voll von ausländischen Touristen. Von den Chinesen, von den Deutschen. Und was weißt du nie, woher denn alle kommen? Ja, aber heute nicht. Wegen Corona wirst du das Jahr keine Platzangst haben müssen. Ja, und? Wo ist denn in Österreich besonders schön? Hast du Vorschläge? Sicherlich. Aber erst nach dem Vorspann. So, und jetzt mach uns den Mund wasserig. Wo kann man als Wiener hinfahren? Beziehungsweise Österreich ist überall schön. Aber es ist schon klar, um alles zu sehen, brauchst du viel Geld und vor allem viel Zeit. Also von Wien aus, da gibt es ein paar richtige Schmackerland in der näheren Umgebung. Niederösterreich zum Beispiel. Das ist ein Hingucker sondergleichen. Na gut, dann viel Spaß. Ich ging hinaus zum Haselstrauch, ein Feuer war in meinem Haupt. Ich schnitt mir eine Angel draus und ging so in die Nacht hinaus. Als der Mond die Sterne sah, ging ich zum Fluss, der silbern war. Auf der Burg Reizenstein kommt man sich vor wie in der Ritterzeit. Ja, nicht umsonst wurde diese mittelalterliche Burg schon oft als Kulisse für Filme verwendet. Ob die 3 Musketiere oder die Säulen der Erde, die Burg kennt man auch in Hollywood. Ja, aber bei der Verfilmung von den Ken Follett-Büchel bin ich eingeschlafen. Das ist mir da bei dieser Greifvogelshow nicht passiert. Ja, die ist wirklich beeindruckend. Das sagt auch die UNESCO. Die hat die Falknerei in Österreich nämlich zum Weltkulturerbe erhoben. Ist für ihn selber ein Jagdfluch. Es endet nämlich für ihn mit einem Jagderfolg.
Ja, auch die Wachau war Schauplatz zahlreicher Filme. Ja, und hier in Spitz an der Donau hätten wir fast unseren Hochzeitsfilm gedreht. Landl, aus dem Wachauer Landl, dein lieber Name klingt schon wie ein Liebeswort. Landl, du hast mein Herz am Wandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort. Und jedes Jahr stell ich mich ein, dann ist der Donaustrom nicht schuld und nicht der Wein. Also wir waren das letzte Mal vor 4,5 Jahren da, im März 2016, und haben uns die Gegend angeschaut. Und genau hier auf dem Platz wollten wir dann heiraten, weil es einfach ein traumhafter Platz ist. Aber im Nachhinein sind wir wahnsinnig froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil der Aufstieg wäre schwer und man hätte alle Leute herkarren müssen. Es wäre total kompliziert worden, auch wenn der Blick noch so schön ist. Aber dort, wo wir dann geheiratet haben, war es einfach optimal. Deshalb sind wir sehr glücklich. Sehr geehrtes Brautpaar, sind Sie gewillt, in den heiligen Stand der Streiterei zu treten, ewig und immer und jeden Tag zu streiten, bis dass der Friede euch scheidet? Na, Ja, oh, na gut, ja, Dann von erkläre mir ich aus. euch na wird gut zu den sein. Streittanzeln Mann und Frau. Ein Schmankerl ist die Ruine Hinterhaus. Wenn man sich den Weg nach oben erkämpft hat, wird man mit einem grandiosen Blick über die Donau belohnt. Ah ja, stimmt. Du hast dich im Sommer mit einer schweren Verletzung am Fuß ordentlich bedient. Aber für das haben wir viele Wanderungen gemacht. Du warst ja so tapfer. Was ihn dazu trieb, dass es niederschrieb, heißt ich hab dich lieb. Landl, aus dem Wachauer Landl, dein lieber Name klingt schon wie ein Liebeswort. Landl, du hast mein Herz am Wandel, du hältst es fest und lässt es nie mehr wieder fort. Und jedes Jahr stell ich mich ein, dann ist der Donaustrom nicht schuld und nicht der Wein. Ins Wachauer Landl zieht mich mein Bleiben wir gleich in Niederösterreich. Gleich ums Eck gibt's einen der schönsten Flecken dieses Bundeslandes, die Üsperklamm. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns da jetzt in der Ypserklamm. Wir werden da jetzt eine kleine Wanderung machen, die hoffentlich sehr schön sein wird. Sie wird allerdings sehr gefährlich werden, da sind nämlich die Schuhe von den Wanderern, die es nicht geschafft haben. Das sind die letzten Überbleibsel von diesen Leuten, die das probiert haben, aber wir werden es hoffentlich lebend überstehen. Schaut euch das an. Na, so gefährlich war die Isperklamm aber jetzt wirklich nicht. Aber dafür umso schöner.
Bei der Wanderung bewältigt man fast 300 Höhenmeter und passiert dann zahlreiche moosbewachsene Felsformationen. Ja, und wer von sowas nicht genug bekommen kann, so wie ich, dann gibt es in der Ort noch zahlreiche andere Schmankerln. Ja, herzlich willkommen in unserem Waldseminar. Ich bin euer Waldcoach, der Manni, und ich werde mit euch jetzt die Seele des Waldes mit euch erkunden. Und jeder von euch, sieht man jetzt nicht im Video, weil nur auf mich gezeigt wird, aber jeder von euch sucht sich bitte einen Baum, legt die Hände an dem Baum und hört zu, was uns dieser Baum zu sagen hat. Also ich werde es gleich einmal vormachen. Ja. Er spricht. Was willst du mir sagen, edler Baum? Was? Gib die Gräbeln weg? Verzeih. Entschuldigung. Also ich glaube, ich werde mir einen freundlicheren Baum suchen. Cut! Gleich nach Klosterneuburg erreicht man dann die wunderschöne Hagenbach-Klamm im Naturpark Eichenhain. Ah, deshalb gibt's dort so viele unfreundliche Eichen, weil es dort Eichenhain hast. Geh Blödsinn, mit dir hat dort nur deine unhöfliche Fantasie geredet.
Die Mirafälle wurden ja das erste Mal 1802 in Reiseberichten erwähnt. Und jetzt sind's die Hauptattraktion im Bistingtal. Jeden Tag rinnen da 5 Millionen Liter Wasser über die Felsenstufen runter. 5 Millionen Liter? Wenn das Bier statt Wasser war, darf ich jeden Tag dort wandern gehen. Also wenn man schlechte Nerven hat, dann sollte man nach Gmünd fahren, in die Blockheide, weil da ist so nervenberuhigend und schön. Die Wiesen und die Heide und die Steine. Die Blockheide im Waldviertel bei Gmünd kann man sich auf 4 Themenwegen erwandern. Steinriesen, Wackelsteine und dann du. Das ist einmalig in Österreich. So, aber jetzt lassen wir Niederösterreich hinter uns und begeben wir uns nach Westen, ins benachbarte Oberösterreich. Das ist auch so viel schön. Und wer es gern ein bisschen gemütlicher, komoder und ruhiger hat, wird Waldhausen im Strudengau lieben. Und von dort kommt einer unserer bekanntesten Kabarettisten. Wahrscheinlich war es ihm dort zu ruhig und deshalb hat er immer neue Schmähs erfinden müssen. In Waldhausen war ich ja früher nur wegen den Theaterworkshops. Aber jetzt gefällt mir die Landschaft, die da zum Wandern und Baden einlädt, schon sehr. Es ist einfach traumhaft schön da. Ja, also wir sind da in Waldhausen und machen eine Reise in die Vergangenheit. Vor 20 Jahren haben wir da mit dem Theaterverein Wozzeck Übungen gemacht für die Vorstellung Faust. Und es war wirklich ein unvergessliches Erlebnis. Damals hatten wir allerdings noch nicht den Vorteil, dass das überdacht war, sondern das war alles, nur das Brettel war und viele, viele Gelsen. Bis heute ist mir das in Erinnerung. Aber ansonsten ist es schön, wieder hier zu sein. Das Stift Waldhausen ist ein ehemaliges Kloster der Augustinerchorherren. Heute gibt es dort Wohnungen für betreutes Wohnen.
Also vor 20 Jahren, wie wir mit dem Theater Wozzek da waren, hat damals der Karl Wozzek zu uns gesagt, wenn wir in die Stiftskirchen da reingehen, dann haben wir einen Wunsch frei und dieser Wunsch soll angeblich wirklich in Erfüllung gehen. Damals habe ich das nicht genutzt, aber heute bin ich so weit, dass ich einen Wunsch in diese Kirche trage. Und dann schauen wir mal, ob es in Erfüllung geht. Der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Die erste Stiftskirche war romanisch-gotisch. Im 17. Jahrhundert dann haben sie es angerissen und im Barockstil wieder aufgebaut. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Und jetzt kommen wir zu einem wahren Highlight sondergleichen. Hallstatt. UNESCO-Weltkulturerbe. So normalerweise spült sich da unendlich viel ab. Ganze Legionen von Chinesen überrennen normalerweise die Stadt. Die lieben sie so sehr, dass die Hallstatt in China 1:1 nachgebaut haben. Jetzt glauben die meisten, dass die Stadt Hallstatt ein Museum ist und gehen dann eindeutig zu weit. Nämlich überall eine. In die Privathäuser, eine in die Gärten. Die scheißen sich nichts. Deshalb gibt es mittlerweile solche Schilder dort. Aber in Zeiten von Corona kann man Hallstatt auch wieder besuchen, ohne dass man glaubt, sich in der chinesischen Kopie zu befinden. Hallstatt hat ca. 750 Einwohner. Aber jedes Jahr besuchen zwischen 700 und 800.000 Touristen die Stadt. Boah, das sind ja mehr als 1000 Touristen für jeden Einwohner, das musst du dir mal vorstellen. Da kommt man sich ja vor wie in einem Ameisenhaufen. Na, da haben wir damals wirklich einen Klick gehabt.
Und wenn wir schon im Salzkammergut sind, dann wechseln wir auf die steirische Seite davon. Da gibt's ein Platzerland so viel schön, das ist eins schöner als das andere. Also wir sind da in Altaussee und zuerst war mal ein Badersee, aber das ist kein Vergleich, da ist es viel schöner. Die Häuser sind schöner, der Grundlsee ist gleich in der Nähe und die Wiesen sind wundervoll. Und ja, da gehen wir halt jetzt ein bisschen spazieren. Den Grundlsee haben wir zwar nicht gefilmt, aber der Altausseer See ist auch sehr schön. 1919 wurde hier aufgeschlagen. Die Salzwelten von Altaussee sind das größte Salzbergwerk Österreichs. Unglaublich, was man da alles zu sehen kriegt. Eine Kapelle im Bergwerk, einen Salzsee Und zum Rutschen gibt's auch was, das ist das Beste überhaupt. Weil du stolz bist, wenn du weinst und dich trotzdem zubelangt. Jetzt sind wir da in der Barbara-Kapelle. Doch warum gibt es überhaupt eine Kapelle im Berg? Vater glaubte an keinen Gott und an keine Religion. Als sich Barbara mit 26 Jahren entschlossen hatte, sich taufen zu lassen, ist ihr Vater sehr erbost und hat sie dann für 3 Jahre in einen Turm eingesperrt. Nach 3 Jahren hatte sie erneut gefragt, ob sie sich noch taufen lassen möchte. Sie antwortete mit Ja. Dadurch ist er dann noch viel zorniger geworden und hat sie dann eigenhändig geköpft. Und daher, dass sie im Turm dunkel war, ist sie jetzt die Schutzpatronin der Bergleute und aller, die im Dunkeln arbeiten. Für mich steh auf dich. In mir fühlst und mich nie besitzen will, brauch ich dich. Weißt den Grund, warum's bei mir bist, nimmer weißt. Weißt an mir einfach einen Ohren gefressen hast. Weil ich hier daheim bin, weißt der Wahnsinn bist für mich. Hat Spaß gemacht? Ja, das war schön. Wie wir vorher schon gesagt haben, hat uns Badersee nicht wirklich viel rausgerissen. Nur die Mercedesbrücken über die Quellflüsse der Traun ist sehenswert. Spoiler-Alarm! Das sieht man ja dann eh gleich. So, wir sind jetzt mitten in Österreich. Und wenn ich sage mitten in Österreich, dann meine ich ja mitten in Österreich. Und da sind wir jetzt mitten in Österreich.
also in der Mitte. Also das ist da der Mittelpunkt von unserem schönen Land. Mittendrin steht nur dabei. Gell? Ja. Es ist wunderschön da. Der Ort Taublitz hat ca. 1000 Einwohner und die Gegend ist landschaftlich besonders reizvoll. Hier gibt es unzählige Wandermöglichkeiten. Über das Land sind wir geritten, mit unserem Vorstadt Rock'n'Roll. Haben unsere Jugend zelebriert und gespielt in fast jedem Hühnerstall. Steiermark, da bin ich her. Und ich mag das Gefühl, dass ich wo daheim bin, immer mehr. Steiermark, wann immer ich zurückkomm von irgendwo, kann mich nichts überraschen. Und wenn ich wirklich wen brauch, ist einfach wer da. Es war so. Ja, wir sind jetzt am Weg zum Wasserfall. Wir sind direkt von der Pension in Taublitz weggegangen, sind jetzt da durch den Wald gegangen, jetzt sind wir gerade auf einer Brücke und gehen dann wieder in den Wald rein. Und ich bin schon sehr gespannt, wie der Wasserfall dann ausschauen wird. Ob sich die Wanderung wirklich lohnt. Aber ich glaube schon. Werden wir gleich sehen, ha? Du sagst immer so lustige Sachen. Da bin ich her. Und ich mag das Gefühl, dass ich wo daheim bin, immer mehr. Steiermark, wann immer ich zurückkomm von irgendwo, kann mich nichts überraschen. Und wenn ich wirklich wen brauch, ist einfach wer da. Steiermark, Jetzt haben wir uns daher gekämpft, wirklich unter Einsatz, alles was wir gehabt haben. Ja, aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wir sind jetzt beim Wasserfall. Und ob sich das ausgezahlt hat, das müsst ihr jetzt entscheiden. Aber erst kommt noch ein Bus. Kitschstraße, ja. Steiermark, da bin ich her. Und ich mag das Gefühl, dass ich wo daheim bin, immer mehr. Steiermark, wann immer ich zurückkomm von irgendwo, kann mich nichts überraschen. Und wenn ich wirklich wen brauch, ist einfach wer da. Steiermark, da bin ich her. Und ich mag das Gefühl, dass ich wo daheim bin, immer mehr. Steiermark. Wir sind jetzt auf der Taublitzalm. Das ist eine wunderschöne Gegend, wo es ganz, ganz viele Seen und auch viele Kühe gibt. Die
Taublitzalm ist mit 1650 Metern das höchstgelegene Seenhochplateau in Mitteleuropa. Auf der Alm, da gibt's keine Sünd. Aber wahnsinnig viele Wanderwege und herrliche Berglandschaften, die noch zum Toten Gebirge gehören. Eine dieser Wanderwege ist die Sechsseen-Wanderung. Der Märchensee, das war für mich der schönste See. Wirklich märchenhaft. Aber auch die anderen Seen, wie zum Beispiel der Steirersee mit Blick auf den Sturzhahn, sind die Wanderung echt wert. Und wenn wir schon in der Steiermark sind, schauen wir uns gleich die Süd-Sankt Eiermark an, die mit ihren lieblichen Landschaften ein Hingucker sondergleichen ist. Das Schloss Seckau thront über der Stadt Leibniz und ist ein echtes Highlight in der Südsteiermark. Bring den Wein zu mir, bring den Wein zu mir, ich verdurste hier. Komm, du Schöne, bring den Wein zu mir, denn mir ist nach Wein und Weib. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir. Wenn du tanzt mit mir, dann komm ich zu dir. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, dann bekommst du Wein und Weib. Oh, komm, du Schöne, auf den Tisch hinauf, komm, wir tanzen drauf. Oh, komm, du Schöne, auf den Tisch hinauf, denn es soll uns jeder sehen. Ich komm hinauf für einen Kuss von dir, ja, den wünsch ich mir. Ich komm hinauf für einen Kuss von dir, will ich oben bei dir stehen. Die Sünde lockt und das Fleisch ist schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht, komm, wir schenken uns jetzt ein.
Das schöne Teil, das Betten mit mir, teil das Betten mit mir, dass ich nicht so früh und spät. Das schöne Teil, das Betten mit mir, es soll nicht ein Schaden sein. Doch nur wenn du halt keine andere küsst, wenn du träumst. Ja, zum Schloss Seckau könnte ich auch jede Menge erzählen. Aber da lassen wir jetzt lieber einen Profi ran. Herzlich willkommen auf Schloss Seckau. Mein Name ist Anton Schafschetzi. Ich bin ja heutiger Schlossführer. Und ich beginne eigentlich mit der Geschichte von Schloss Seckau gerne im Jahre 1218. Nämlich im Jahre 1218 wurde die Diözese Graz-Seckau gegründet. Jetzt natürlich gleich mal Schloss Seckau, Graz-Seckau. Es hört sich gleich an, wird aber komplett anders geschrieben. Nämlich wir sprechen es hier in der Südsteiermark etwas weicher aus, also Seckau. Es hat eigentlich die gleiche Bedeutung, es bedeutet nämlich Lichtung. Aber warum wir es hier anders schreiben, nun, wir hier in der Südsteiermark sind vielleicht etwas eingebildet und wollten uns eben etwas von den Grazern, also von den Obersteirern abheben und deswegen Seckau. Zwei Bischöfe eben, zwei Menschen mit sehr großer Macht und hatten eben so ihre Differenzen. Eine etwas größere Differenz war, der steirische Bischof musste in der Steiermark Wegzoll zahlen. Also man muss sich das wiederum so vorstellen, es führte nur ein Weg in die Stadt Leibniz. Also die Stadt Leibniz ist hier hinter mir und der einzige Weg führte eben durch den Bereich der Salzburger. Die Salzburger natürlich nicht dumm und verlangten eben immer, wenn der Bischof eben in die Stadt musste, Wegzoll. Also ein steirischer Bischof muss in der Steiermark Wegzoll zahlen. Seckau. Das Fleisch ist schwach, so wird es immer sein. Die Nacht ist jung und der Teufel lacht. Komm, wir schenken uns jetzt ein. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, wenn du tanzt mit mir, und zwar jetzt und hier. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, ich will tanzen Leib an Leib. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, wenn du tanzt mit mir, dann komm ich zu dir. Ich schenk dir ein, nur wenn du tanzt mit mir, dann bekommst du Wein und Weib. Wahnsinnig romantisch ist so ein Spaziergang am Frauenberg bei Leibniz in der Abenddämmerung. Richtig. Also wenn wir nicht schon verheiratet waren, dann hätte er spätestens dort einen Antrag gemacht. Zu dir, ich schenk dir eine, wenn du tanzt mit mir, dann bekommst du Wein und Wein. Bärig. Der Bärenhof Berghausen ist ein privates Projekt, wo Braunbären aus einem leidvollen Dasein gerettet und aufgenommen wurden. Da sind sie jetzt viel besser aufgehoben. Jetzt an Freiheit wagen, Heuchelei nicht ertragen, das Glück erfassen statt nur... Ja, und neben den 12 Braunbären kann man nur etliche andere Viecherln beobachten. Einmal grad sein lassen, nicht in Tabellen passen und um die Wahrheit kämpfen, tun was man will und wollen was man tut. Ob jung oder alt, gilt unsere Devise. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Jetzt oder nie und nicht irgendwann. Schau auf dein Ziel, kein Traum ist vergebens. Heute fängt die Zukunft an. Von jetzt an sein statthaben, nicht das Gefühl vergraben. Ach, die südsteirische Weinstraße bringt mich wirklich in Schwärmen. So schön.
Also ich bin ja normal nicht so begeistert, aber... Psst, sei still und genieß. Jawohl. Nicht seinen Traum verraten, sehen mit dem Herz und nie resignieren, mit dir Hand in Hand alles erfüllen. Heute beginnt der Rest deines Lebens, jetzt oder nie und nicht irgendwann. Schau auf dein Ziel, kein Traum ist vergebens. Heute fängt die Zukunft an. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Heute fängt an, was du daraus machst. Geh durch die Nacht, dem Morgen entgegen, als ob du neu erwachst. Da wir vom Herumhatschen schon genug gehabt haben, haben wir uns dann 2 Radeln ausgebucht und sind von Gündorf nach Leibniz gefahren. Auch nicht schlecht. Meine Riesenfreude, jetzt kommt endlich vorbei der Winterschlaf. 4 Wochen auf, wir werden. Ihr werdet sehen, es wird so schön, es wird alles besser. Keine Rezession, kein Terrorist und auch kein Otto. Wer bedenken, die kann er sich schenken, sie werden uns schon lenken. Oh, hey, alles ist okay. Alles bleibt. Wir sind alle froh. Alles bleibt. Ich hab eine Riesenfreude, jetzt kommt endlich. Beseitigt werden alle Zweifler, denn einiges an. Von nun an geht's bergauf, war höchste Zeit, sie kann man nicht aufhalten. Fragen wird jetzt abgeschafft, sie werden uns. Otto, wer bedenken, die kann er sich schenken, die werden uns schon lenken. Oh, hey, alles ist okay. Alles bleibt. Oh, wir sind alle froh. Alles bleibt. Hey, alles ist okay. Wir sind da jetzt im Motorikpark bei Gamlitz. Das ist mehr oder weniger ein Riesenspielplatz für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und da kann man so Geschicklichkeitsspiele machen, die echt gut für die Motorik sind. Ich muss sagen, es ist ein wunderbarer Park. Schwimmen kann man dann auch gehen da. Aber jetzt werde ich da ein bisschen herumhupfen. Gar nicht so einfach, muss man gleich sagen. Ah, bitte mach nix. Genau, gar nicht einfach. Muttersöhn allein, ich sitz da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Weil wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und blutig rot. Genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Es lebe der Sport, der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung.
bei alt und jung. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen, gibt's eine Massenschlägerei, er ist immer live dabei, wer nicht sein Color TV, sieht da alles ganz genau. Ja! Fahr mit mir im Ringelspiel, bis die Sonne aufgeht. Leg mir uns zu zweit am Donaustrand. 30 Grad, der Himmel blau, viel schöner kann's nicht sein. Mit einem kalten Spritzer in der Hand. Mein Lieblingslied im Radio spielt den ganzen Tag. Und mir wollen die Freiheit spüren, wollen das Leben inhalieren. Komm mit mir, lass uns durch den Sommer schweben. Und wir brauchen nicht viel Geld, weil uns gehört die ganze Welt. Komm mit mir, denn was Schönes kann's nicht geben. Denk nicht nach, so lasst es leben. Mir geht heute noch lang nicht aus, wir feiern durch die Nacht. Mach mir sie noch ein, zwei Kracher auf. Ohne Ziel mit viel Promille streif mir durch die Stadt. Lass die Sachen einfach hören Lauf. Und wenn's dann nimmer finster ist, sind wir noch lang nicht mit. Und wir wollen die Freiheit spüren, wollen das Leben inhalieren. Komm mit mir, lass uns durch den Sommer schweben. Und wir brauchen nicht viel Geld, weil uns gehört die ganze Welt. Komm mit mir, denn was Schönes kann's nicht geben. Denk nicht nach, so lasst es leben, so lasst es leben. War das jetzt der Neufeldersee im Burgenland? Na, Burgenland ist ja ins Wasser gefahren. Jetzt ein kleiner Geheimtipp, da von der Süd St. Eiermark nimmt man ein paar Achterler Wein mit und wagt den Katzensprung ins schöne Kärntnerland. Ja, Kärnten, da wird Kultur groß geschrieben. Da gibt's einen Haufen zum Segen, wie zum Beispiel den Theatersommer Klagenfurt. Bitte, liebes Österreich, nicht besser sein, aber unsere Sendezeit ist leider abgelaufen. Das Sommertheater Klagenfurt, das schauen wir uns dann nächstes Jahr alle gemeinsam an. Und zwar live. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und Baba. Und bitte, bitte, bitte bleibt's mal gesund. Jeder tragt sein Backel, keiner hat gesagt, dass es leicht wird, doch wir werden's schaffen, weil so viele gibt, denen's gleich geht. Jeder weiß, wo eine Hoffnung ist, ist eine Chance. Und wenn wir alle das unsere beitragen, können wir gemeinsam und alle vereint sagen, gemeinsam kann uns nichts entzweien. Keine Krise, kein Virus, hat keine Parteien.
Wir sind verschieden und doch geeint. Gemeinsam sind wir Österreich. Wir sind Österreich. Uns ist schon klar, mit der Zeit bleibt nix so wie es war. Und heute wissen wir, es gibt so vieles mehr, als wir uns mal gedacht haben, bis wir's dann gemacht haben. Wir schauen nach vorn, Betrug, das ist da, wo wir schon waren. Unsere Herzen sind offen und frei, weil alle gemeinsam nie mehr allein sind. Gemeinsam kann uns nichts entzweien. Keine Krise, kein Virus und keine Partei. Wir sind verschieden und doch geeint.